Sachen, die kann ich einfach nicht haben. Kennst du Sachen, die mich einfach richtig aufregen? Oh ja. Erzähl, was nervt dich gerade am meisten? Keine Ahnung, kennst du das, wenn Leute irgendwie mit allem, was sie machen, wirklich mit allem versuchen zu zeigen, wie sehr dass sie sich selber genügen? Zum Beispiel? Was meinst du? Ich habe so das Gefühl, dass seit dem Lockdown irgendwie so Momente, wo man nur für sich allein hat, mega zelebriert werden. Was ich auch nicht nur schlechte Seiten hatte, hat man jetzt selber zurückgeworfen gesehen, ich glaube, mega viele Leute haben sich auch nochmal von einer neuen Seite kennengelernt. Nicht, wie sie irgendwie Bananenbrot gebacken haben oder so, sondern einfach so, wie man halt auf sich zurückgeworfen ist. Aber ich habe irgendwie, also mir das eigentlich noch gut getan, zu einem gewissen Punkt, so ein bisschen zurückgeworfen. Und wo ist das Problem? Ja, seitdem wird einfach irgendwie so der Anspruch gestellt an junge Leute, von anderen jungen Leuten, oder vor allem durch Social Media und so, dass man sich selber muss genügen muss, dass man muss können für sich allein sein. Und ich meine jetzt so Self-Care zum Beispiel, so das Wort brauchen, das ist sicher mega wichtig und das ist auch gut, was man glaube ich nicht diskutieren, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt immer mehr einfach so zelebriert wird, so richtig gegen rausgekehrt. Dass es dann so wirkt, als würden Leute mir zeigen, so, schau mal, wie gut ich mir schaue, ihr schaut doch nicht so gut. Aber vielleicht haben die ja genau recht, vielleicht machen die es ja besser. Ja, wer weiß, es kann ja schon sein, vielleicht ist das auch so, mich nervt es einfach, wenn das Ganze so zum Wettbewerb wird, irgendwie nur um zu zeigen, wer das jetzt am besten kann. Irgendwie, vor allem auf Social Media, wenn ich jetzt irgendwie Insta-Feed anschaue, dann ist das viel zu oft einfach so ein Wettbewerb, so ein Contest, wer das jetzt den geilsten Kaffee in der geilsten Morgensonne trinkt. Wenn ich irgendwie am Morgen mein Handy anstelle und das erste, was ich sehe, sind einfach so perfekte Morgenroutinen. Und das macht mega Druck eigentlich. Instagram kann ja aber auch zu einer Plattform für ernste und aktuelle Themen werden. Das ist eigentlich auch mega gut. Ja klar, zum Glück. Aber schon etwas anderes. Also, wenn ich jetzt eine Demo-Aufruf sehe, dann interessiert mich das mehr als irgendwie ein Boomerang von einem Latte Art Cappuccino. Du postest doch auch Fotos von dir, wie du am Hafen sitzt und ein Bier trinkst. Ich bin nicht so. Ja, ab und zu. Nein, ich fühle es oft eigentlich. Also ich habe das Gefühl, dass die Plattform vielleicht ein bisschen falsch ist, um so Self-Care, Self-Love zu zelebrieren. Self-Love? Ja, Self-Love. Das ist so ein Wort, das ich gar nicht brauche, weil es irgendwie mega schnell halt in so eine Lifestyle-Ding überkippt, das man einfach nur zelebriert. Ja, meinst du so Binsenweisheiten wie Self-Love is the most important love? Genau, oder lieb dich selber, bevor du mich liebst. Irgendwie so Zeugs. Das macht sich einfach irgendwie kaputt. Also vielleicht stimmt es ja auch, also wahrscheinlich stimmt es, aber ich habe das Gefühl, so Sprüche machen es auch jetzt zu einfach. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass nachher eigentlich alles gut ist. Oder wenn man es dann so Sachen braucht, um anderen zu zeigen, wie sehr man es nicht braucht. Hast du Erfahrungen damit gemacht? Ja, man kennt das doch irgendwie. Und irgendwie so, du willst eigentlich gerne mit Leuten etwas machen und sagen sie aber so, nein, wir bleiben im Fall daheim. Und dann siehst du nachher eine Story von ihnen, wie sie im Ausgang sind und mega gut da oben haben, ohne dich. Und du bist so daheim und es nicht mehr genug sensibel gewesen, keine Story zu machen. Und dann du hast halt irgendetwas Insta-taugliches zusammen und inszenierst dich selber beim Alleinsein, nur um zu zeigen, dass du sie im Fall nicht brauchst, die jetzt gerade im Ausgang sind. Oder so, dass komm, wir machen eine Story und du musst mich dann darauf markieren und dann sieht sie hoffentlich oder er, wer auch immer. Und dann gehst du noch die ganze Zeit schauen, wer das gesehen hat. Und dann ist es ja so, sie hat es noch nicht gesehen, mega schade. Dann gehst du alle 10 Minuten schauen, hat die Person es gesehen und es alle so, und es ist einfach keine Ahnung, es ist mega mühsam. Ja, mit sich selber beschäftigen. Ich habe jetzt am Freitag schon gemerkt, dass es schwierig sein kann, während dem Lockdown. Ich finde es halt irgendwie kritisch, wenn so der Moment gekommen ist, wenn man auf sich selber zurückgeworfen ist. Self-Care, wenn man sich das nicht selber ausgewählt hat, wenn man so gezwungen ist, mit sich selber zu beschäftigen. Und es gibt halt einfach Momente, da will ich mich nicht mit mir selber beschäftigen, da kann ich mich nicht mit mir selber beschäftigen, weil ich nicht weiss, wie gut es kommt. Oder auch langweilig. Also hat man sie halt nicht wählt. So ist irgendwie als Kind immer gesagt worden, das ist langweilig, nein, das ist im Fall gut. Und wenn der langweilig ist, dann lernst du, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und ich habe so gedacht, hey, was will ich mit dem anfangen? Dann willst du jemanden, der mit dem Fußball spielt und versteckt ist, aber sicher nicht irgendwie so eine Binsenweisheit. Aber es ist halt auch einfach über Self-Love abzählen, wenn man selber gar kein Problem hat mit irgendwie Selbstbewusstsein oder eben Selbstliebe. Ja, es ist so. Du versuchst das auch nicht zu machen. Ich glaube,
mich ärgert es nur mega, wenn das Ganze so auf so einer Caption. Wir wissen ja alle, dass es nicht so einfach ist. Also dass wie mehr dahinter steckt. Und Self-Love, weißt du, für mich ist das auch irgendwie mit spannenden Leuten umgehen. Oder, Ja, voll. einfach mal chillen. Oder etwas zu trinken. Oder etwas.